In welche Richtung müssen wir schauen, wenn wir vorne schauen, wo es mit unserer Kirche hergeht oder hergehen soll? An was messen wir, ob wir auf Kurs sind? Was ist der Referenzpunkt? Die Vision Kirche 21 mit ihren Leitsätzen hat sowohl im Motto wie auch in den 7 Leitsätzen immer einen Bindestrich. Das bringt die Überzeugung zum Ausdruck, dass unser Kirchensein in Spannungsfeldern stattfindet. Spannung tönt in vielen Ohren negativ. Aber wir alle wissen, was eine spannende Geschichte ist. Oder eben auch nicht. Spannung ist Energie. Ein Pfeilbogen wird erst unter Spannung brauchbar. Die Kräfte, die auf die beiden Enden des Bogen wirken, ermöglichen erst, dass der Pfeil kraftvoll abgeschossen werden kann und man dann auch das Ziel trifft. Und so ähnlich ist es auch mit den beiden Kräften, die auf unser Kirchensein wirken müssen, damit wir ins Schwarze treffen können und das Ziel des Kirchenseins nicht verpassen. Schauen wir zuerst auf den ersten Teil vom 6. Leitsatz. Vor Ort präsent sein. Das tönt für reformierte landeskirchliche Ohren im ersten Moment nach einer Binsenwahrheit. Jeder Quadratzentimeter vom Berner Kirchengebiet ist auf eine Kirchgemeinde aufgeteilt. Parochiesystem nennt man das. Man gehört dort zur Kirche, wo man wohnt. Die Kirche steht im Dorf. Bei den freikirchlichen Christen ist es öfters anders. Wohnort und Kirchenort sind oft nicht deckungsgleich. Ja, es gibt dort aber rein zahlenmässig nicht das engmaschige Gemeindenetz. Und ja, die Vision Kirche 21 bringt richtig und wichtig zum Ausdruck, dass es für unser Kirchensein als Reformierte wichtig ist, als Kirche vor Ort präsent zu sein. Aber ich habe im Eingang vom Gottesdienst schon gesagt, dass es wichtig ist, richtig zu verstehen, was der Kirche ist. Kirche, das ist nicht das Gebäude. So reden wir zwar, aber es führt auf eine falsche Fährte. Kirchen sind immer Menschen, nicht Gebäude. Es ist ein Trugschluss, wenn wir meinen, die Kirche sei präsent vor Ort, nur weil die Kirche da auf dem Kirchhocker steht. Oder weil die Kirche sogar im Ortsnamen drin steht. Oder weil man das Rütti Kirchli vom Zug aus sieht. Der 6. Leitsatz der Vision Kirche 21 fragt uns, ob wir als Kirche wirklich in der effektiven Lebenswelt der Menschen sicht- und ansprechbar sind. Das meint vor Ort präsent. In der effektiven Lebenswelt der Menschen sicht- und ansprechbar sein. Das meint nicht einfach nur, die Kirche steht im Dorf. Die Frage an dich und an mich ist, wo lebst du? Wo ist dein Ort? Wo teilst du konkret das Leben mit anderen? Und dort gehört die Kirche an. Dort an dem Ort, weil die Kirche durch dich präsent ist. Wir sind eingestiegen in den Gottesdienst mit dem Wort von Jesus, wo er genau von dem redet. Wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr Kraft empfangen. Dann werdet ihr meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Welt. Du und ich mit Gott unterwegs vor Ort, wo das auch immer sein mag. Präsent vor Ort. Der Kirchenturm hier auf dem Hocker, der reicht nicht. Ein lebensstarkes Zentrum hier oben ist zwar toll und wichtig, aber ich bin sicher, das entsteht nicht, wenn die Energie vor allem reingesteckt wird, wie man Menschen auf den Hocker raufbringen kann. Die Menschen in unserem Kirchgemeindegebiet, die werden sich dann immer wieder auf dem Hocker versammeln, wenn die Kirche mit dir und mir runter und rausgeht und vor Ort präsent ist und das Leben teilt. Kirche vor Ort präsent heisst darum auch nicht einfach Kirche im Dorf sein. Alle Nicht-Kilpiger von uns, die wissen das ja eigentlich. Von den verschiedenen Dörfern, von der Kirchgemeinde hat nur Kilpiger Kirche. Und Rütti hat noch das Kirchli, das aber nicht einmal der Kirchgemeinde gehört, sondern dem Gemeindeverband. Vor Ort präsent muss heissen,
die Lebenswelt der Menschen teilen. Und die Lebenswelten, die sind heute einfach sehr unterschiedlich. Für viele Menschen ist der Wohnort nicht mehr der primäre Ort. Darum brauchen wir ergänzend zu der Ortskirchgemeinde unbedingt auch andere Kirchenformen. Die Metal Church ist eine solche Form. Der Auftrag, vor Ort im Leben der Menschen präsent zu sein, können wir nur gemeinsam erfüllen. In der Vielfalt, verbunden durch Jesus Christus, ermächtigt vom Heiligen Geist, präsent von Bern bis ins Haslital, von Jerusalem bis Alaska, präsent bei den Orgelfreunden und den Metalheads. Damit bin ich beim zweiten Kraftfeld vom Spannungsbogen angekommen. Die Welt im Blick. Ich habe im Kirchgemeinderat hier vor Ort an einer Sitzung im Herbst die folgende Denksportaufgabe gestellt. Wie kann man bei einem Quadrat von 3 mal 3 Punkten alle 9 Punkte mit einer durchgehenden Linie verbinden? Überlegt einmal. 3 mal 3 Punkte, ihr seht es vorne, eine Linie, eine durchgehende Linie, und die darf jeder Punkt nur einmal berührt werden und die Linie darf sich auch nur 3 Mal knicken. Eine Linie, 3 Knick, jeder Punkt nur einmal. Die Lösung vom Rätsel: es braucht 2 Aussenpunkte. Nur so kann die Aufgabe gelöst werden. Das mathematische Rätsel, das hat Gleichnischarakter, gerade auch für uns als Kirche. Wir verstehen das Innen vom Kirchensein nicht, wenn wir nicht Neues Aussen in den Blick nehmen. Wir bleiben alleine, wir sind nicht verbunden mit dem Ganzen, wenn wir nicht aus der Box rausschauen. Zum echt vor Ort präsent sein, müssen wir uns bewegen und die Welt in den Blick nehmen, im Blick haben. Wir haben im Psalm 47 vorne schon zusammen gebetet heute Morgen. Denn Gott ist König über die ganze Welt. Die ganze Welt. Das heisst zuerst mal, Gottes Herrschaft gehört nicht an die Grenzen der Kilpiger Kirchgemeinde auf. Wir brauchen die Ergänzung voneinander zum Kirchensein. Dass die Nachbarkirchgemeinde genauso Kirche ist, das ist theoretisch allen klar, glaube ich. Bei einer neuen Form wie der Metal Church, da braucht es vielleicht schon ein bisschen mehr Fantasie, dass sowas nur anders, aber genauso gleichwertig wie eine Ortskirchgemeinde ist. Aber richtig konkret, da wird es eigentlich erst bei der Ressourcenfrage. Wo geht das Geld her? Wer bekommt wie viel Pfarrstellenprozent zugesprochen? Wenn die Kirchgemeinden nicht unser eigenes Königreich sind, sondern wirklich Teil vom weltweiten Königreich von Gott, dann kann eigentlich nicht die Frage sein, wie man möglichst viel Geld oder Pfarrstellen für sein eigenes Gebiet sichern kann. Sondern die Frage kann nur sein, wie erfüllen wir den Auftrag als Kirche am besten für möglichst viele Leute? Und wie setzen wir unsere Ressourcen dafür, wo am besten ein? Wie sind wir gemeinsam am besten Zeugen für Jesus Christus, von Jerusalem bis zu den weitesten Ecken der Welt? Wie können wir einander gegenseitig in die Steigbügel helfen? Gottes Ökonomie ist ein geheimnisvoller Kreislauf. Das, was wir geben, das kommt selten direkt zurück zu uns. Aber dort, wo wir weitergeben, dort gehen wir selber auch am Ende nicht leer aus. Wenn wir primär rechnen, was wir für uns bekommen, dann werden wir am Schluss auch selber zu wenig haben. Ich wünsche mir Berner Kirchgemeinden, die sich konsequent am Auftrag orientieren und darum grosszügig weitergeben. Die Welt im Blick. Ja, die Welt hört auch nicht einfach an den Kantonsgrenzen vom Kanton Bern auf. Bei einer meiner ersten Begegnungen als gebürtiger Ostschweizer im Jugendalter mit Berner, da musste ich hören, alles jenseits von Olten ist Sibirien. Aber die Welt hört nicht an den Berner Kantonsgrenzen auf. Und wenn wir unseren Blick nicht rausbewegen, ja, dann bringt Gott halt die Welt zu uns. Für die meisten sind fremde Menschen bedrohlich.
Fremde Menschen sind so anders. Ja, es ist anstrengend. Aber wisst ihr was? Im Fremden begegnet uns Jesus selber. In der grossen Vision vom Weltgericht in Matthäus 25 sagt Jesus: Ich war ein Fremder und ihr habt mich als Gast aufgenommen. Als Christen, wo wir den Titel von Jesus tragen, da können wir nicht einfach die Schotten dicht machen. Jesus mutet uns das Fremde zu. Im Fremden begegnet er uns selber. Wir Schweizer täuschen uns aktuell so oft, wenn wir das Gefühl haben, die Schweiz ist die Schweiz. Ein Beispiel. Was ist so der Inbegriff vom Emmentaler Landschaftsbild? Ich würde sagen, so der Bauernhof mit dem charakteristischen Dach und den vielen Geranien. Wisst ihr, woher die Geranien kommen? Das sind Migranten. Geranien kommen aus Südafrika. Sie sind erst ab dem späten 17. Jahrhundert in Europa mehr oder weniger heimisch geworden. Und es ist heute noch so, dass die meisten Setzlinge aus Südafrika importiert werden. Wenn man sie genug früh importiert, dann gilt es nachher als Schweizer Pflanze, weil der Rest der Aufzug hier passiert. Also das, was typisch schweizerisch scheint, ist die Folge von einer Verbindung von lokaler Tradition und Innovation von Migranten. Es ist so, dass der grosse Teil der erfolgreichen grossen Schweizer Firmen sind von Migranten gegründet worden. Die Milchschock ist eine Schweizer Erfindung, aber von Unternehmern mit Migrationshintergrund. Sie waren Fremde, die den exotischen Kakao mit der Schweizer Kuhmilch mischen. Die Mehrheit von dem, was wir heute als typisch schweizerisch kennen, das ist die Folge von Migrationsgeschichte. Und das ist kein Unfall. Jesus will uns gerade im Fremden begegnen. Wir brauchen als Kirche die Verbundenheit mit Christen auf der ganzen Welt. Wir sind vor Ort immer ganz Kirche, aber wir sind vor Ort nie die ganze Kirche. Wir sind vor Ort immer ganz Kirche, aber wir sind nie die ganze Kirche. Wir brauchen den Blick in die Welt. Darum zurück zum 9-Punkte-Rätsel. Wir müssen die Verbindungen nach außen suchen, um auch im Inneren verbunden zu sein und um wirklich Kirche zu sein. Wir alle hier sind Kirche. Es braucht dich vor Ort präsent und die Welt im Blick. Ich lobe dich von Ewigkeit zu Ewigkeit, Herr. Dein Wort ist eine Lampe für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Und Gottes Volk sagt: Amen.